wunderschönen Sonntagabend. Geht euch gut? Schon wieder eine Woche rum. Es geht sehr schnell. Ich hatte so 'ne Woche Ferien gehabt. Genau, jetzt noch 2. Woche. Hoffe, euch geht's soweit gut. Mhm. Genau, richtig fit bin ich. Ja, willkommen zu der Live-Lebensberatung, wo der Sinn und der Zweck ist, dass ihr euch mit euren Fragen könnt kommen und ich kann von aussen ähm, anders beleuchten, um auch zu zeigen, dass man eigentlich gar nirgends feststeckt, dass man das eigentlich nur in seinem eigenen Kopf so feststeckt und dass es eigentlich für alles irgendwo 'n Ausweg gibt. Genau, für das, wäre ich da, wenn jemand, möchte mit mir über irgendein Thema reden. Sonst bin ich selber, wenn da nichts ist, schaue ich, dass ich selber irgendwie kann die Stunde füllen kann. Ja, genau, sofern mir was in den Sinn kommt. Ist natürlich viel einfacher, wenn ich irgendeinen Gesprächspartner habe. Man kann auch einfach sonst miteinander reden. Es muss ja nicht zwingend um irgendetwas gehen, wo einem grad blockiert oder so. Also sonst irgendwelche Fragen oder um irgendwelche Themen. Hallo Zora, genau. Wie geht's dir, Zora? Schön mit der Farbe? Okay, gut. Frisur passt auch. Ich habe das Gefühl, sie glänzt ein bisschen, aber ist okay. Na, besser wie letzte Woche. Wenig Nap gehabt, ja, ja. Ist halt in der Ferien, hat man ja viel zu tun. Mir geht's soweit gut. Ein bisschen müde. Ein bisschen müde. Die Sonne verwünscht. Aber ja, Frisur passt, ja, da bin ich froh. Das war schon lustig gewesen, deine Reaktion. Dem geht's blendend. Dem geht's blendend. Er hat jetzt gedacht, ich muss jetzt nicht über meinen Fuß reden. Schon wieder ein Unfall. Also nein, aber geht ihm gut. Geht ihm gut. Ich denke, ich kann nicht schon irgendwie 'n Monat später schon wieder kommen und erzählen, dass ich schon wieder 'n Unfall gehabt habe. Ja. Mhm. Ja, aber eben, gell, wenn du deinen Vortrag willst schauen, dann machst du das. Ja, voll. Eventuell gleich erzählenswert, meinst du? Ja, 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 genau. Also, dann versuchen wir doch das mal zu erzählen. Genau, ich habe wieder einen Unfall gehabt. Ich habe einfach kürzlich den linken Fuß verknackst und es ist meistens passiert mir das, wenn der ja, eigentlich dann, wenn Zora sagt: „So Fabio, machst wieder zu wenig für deinen Körper, solltest wieder ein bisschen auf deinen Körper achten.“ Das ist das Mal jetzt aber nicht der Fall gewesen, aber in der Regel ist es dann passiert. Zora gemeint hat: „So Fabio, jetzt bist du wieder viel am Machen, viel am, geistig am Arbeiten, viel am, Umsetzen am Computer und so und tust deinen Körper vernachlässigen.“ Und meistens dann oder bis dato hat's mich dann eigentlich, ja, irgendwie krank, ich sage jetzt mal, krank werde ich nicht, aber Unfall passiert so doch, krank bin ich letztes Mal geworden, genau. Vorletztes Mal bin ich einfach dann irgendwann einfach krank geworden, habe mich 'ne Woche nicht mehr können bewegen, dass dann eigentlich sagt der Körper sagt so: „So, schau jetzt, darfst mal anhocken, nimmst dir mal die Zeit, nimmst dir mal die Ruhe“, wo ich mir eben selber sonst nicht nehme. Und dort bin ich krank gewesen, dort ist mir dann sehr schlecht gewesen, aber man hat auch nichts gefunden. Ich bin dann dort bis sogar ins Spital, weil ich 'ne Woche einfach nicht aus'm Bett habe können, weil's mir so, hundsmiserabel gegangen ist. Das ist jetzt aber da letztes Mal nicht gewesen. Dort, habe ich den Fuss während dem Arbeiten verknickst. Genau, 2 Wochen. Also, auch wieder, wo ich viel gemacht habe. Und immer wenn ich ja, ich glaube, beim ersten Mal bin ich nicht sicher, aber meistens, wenn ich so hin und her denke und immer wieder irgendwie eine Idee habe und die wieder über Bord werfe und eigentlich meinen Ideen nicht so treu bleiben und dann wieder auf die grosse, breite Masse schaue. Also, das war, glaube letztes Mal auf jeden Fall so gewesen, wo ich dann auch wieder so geschaut habe, ja, wie machen andere zum Beispiel ihre YouTube-Videos und viel mehr dann versucht habe, das so machen wie die anderen und eigentlich mich selber ja, lautlos machen.
Mhm. Wo ich mich dann, oh, jetzt habe ich voll komplett den Faden verloren. Äh, genau. Oh, wo bin ich gsi? Wo bin ich gsi? Ja, nein, dass in der Regel immer, wenn ich viel mache, dass es mir dann zusammenleitet. Und, ja, das Hin und Her immer, dass ich, wenn ich irgendetwas, für mich eigentlich entscheide, dass ich es so machen will und dann eigentlich wieder über Bord werfe. Weil ich bei anderen wieder sehe, wie sie es machen und dann denke so: «Ja, vielleicht müssen wir es auch da machen.» Und immer wieder die Gedanken kommen: «Soll ich das Ganze da auf Deutsch machen, dass ich vielleicht mehr Menschen erreiche?» Aber eigentlich ja wirklich möchte, einen Namen auch haben, einfach in der Schweiz oder besser gesagt auch, für die Schweizer irgendetwas anbieten, eben, wo man halt vielleicht kann über seine Themen reden und nicht alles auf Hochdeutsch. Jetzt gibt's schon genug, aber das sind halt immer so wie meine Ängste, oder? Dann fange ich etwas an und habe dann eigentlich so mein Setup und nachher rühre ich wieder über Bord. Und das ist dann, glaube ich, das letzte Mal eben auch, weil ich das so oft gemacht habe und meinen Körper vernachlässigt habe, hat dann Zora auch gemeint: «Ja, solltest langsam wieder mal auf deinen Körper schauen, vernachlässigst ihn.» Und prompt 'ne Woche, 2 später, glaube ich, habe ich den Fuss verknackst, dass ich dann wieder die Zeit hatte zum Chillen. Genau, und jetzt das Mal ist es so gewesen, wir sind unterwegs gewesen, sind am Posten gewesen und dann bei den Einkaufswagen, dort, wo man normalerweise das Kind oben rein kann tun und die Füße so voll rauskommen, haben wir unser Essen, oben reingelegt gehabt, weil wir nicht viel haben müssen posten und das ist ja dort die Stangen sind ja relativ weit auseinander. Und dann ist Zora beim Vorbeilaufen hat sie, noch das Getränk oben rein da, das Glasgetränk und das ist zwischen dieser Rille oben runtergefallen, dann quasi am Boden getatscht. Ich habe es dann noch gesehen, also dachte: soll ich's fangen, oder auffangen?» Aber ist dann schon zu weit gewesen, dann ist es am Boden getatscht und ich schaue dann nur so runter und sehe so, ach, es blutet einfach voller Hahn aus meinem Bein raus, also aus meinem Fuß raus. Und jetzt ist vom Aufprall ist 'ne Scherbe in den Fuß rein, gejagt und also nicht drin rein, sondern nur so dran ran und hat wahrscheinlich irgendeine, ja, nicht Arterie, Vene oder so verwutscht und, hat einfach geblutet. Das haben wir dann auch gestoppt und wir haben dann also grad dort vor Ort gestoppt und ich habe dann selber entschieden: «Ja, ist nicht so tief, ich muss jetzt nicht zum Arzt.» Und ich habe 'nen Tag vorher, also am Abend vorher, habe ich Homöopathie gehabt, Tuberculinum XM und das ist tuberkulares Mittel und bei der Homöopathie ist es so, dass auch eben grad die tuberkulare, Eigenschaft eher auch sich erleichtert im Blut, dass man bei Blutfluss oder das heisst, wenn man krank ist oder 'ne Krankheit oder wenn man's einnimmt, dass sich's eigentlich in Nasenblüten oder so auch zeigen kann. Und wir haben uns dann auch nur so gefragt gehabt: «Ist jetzt das die tuberkulare Erleichterung, oder? Weil ich, das Mittel dann genommen habe und jetzt aber über den Fuß dann Blüten.» Ist das so 'n bisschen komische Art, zum die Erleichterung zu bekommen. Auf jeden Fall ist es dann, weitergegangen. Wir haben dann das, verbunden und sind weitergegangen und irgendwann bin ich dann auch so auf'm Bein gestanden und dann bin ich dann auch noch mal umgeknickst. Also nein, nicht umgeknickst, ich bin eigentlich so schräg über und dann hat's einfach noch mal gemacht, zack, habe ich gemerkt gehabt, irgendwie, etwas ist jetzt nicht gut am Fuß, habe runtergeschaut und dann hat's noch mal geblutet. Und dann hat's wirklich auch mehr geblutet wie vorher, beim ersten Mal. Und da war schon interessant gewesen, auch dort, ist, wo wir angekommen sind, ist eine Abfuhrstelle gewesen und haben noch 'n bisschen Abfall entsorgt und dann ist einfach einer dort im Auto gehockt. Und ich habe mich dann schon so gefragt gehabt: «Was macht der dort?» Weil wo wir angekommen sind, ist er schon dort gewesen und auch wo wir schon kurz wieder am Gehen gewesen sind, ist er immer noch einfach im Auto gehockt, hat nichts entsorgt. Dann habe ich gesehen und ich gedacht: «Ja, vielleicht wartet er auf seine Frau oder auf irgendeinen Kollegen.» Aber, so im Nachhinein habe ich wirklich das Gefühl, der hat auf mich gewartet, weil der ist einfach dort reingehockt und wo das passiert ist der ausgestiegen und ist zu mir gekommen und hat gemeint, ja, er sei Erste-Hilfe-Notfallarzt, hat mir das verbunden und hat mir gesagt: «So, jetzt gehst du's aber zeigen, in 2 Stunden gehst du das zeigen.» Und ja, ist dann klar und deutlich gewesen. Ist mir dann nachher auch nicht mehr so gut gegangen. Beim ersten Mal hatte ich gar keine Mühe gehabt, wo ich auch für mich selber, oder? Auch wo ich wirklich so für mich selber entschieden habe: ich gehe nicht zum Arzt», hatte ich auch keine Schmerzen gehabt, oder? Und, ich glaube schon auch fest daran, dass unsere Gedanken unsere Realität formen und ab dem Moment hat dann Zora schon also beim ersten Mal hat Zora schon gemeint gehabt, vielleicht besser zum Arzt gehen. Und ich habe mich dort einfach entschieden, so wie's für mich optisch aussieht, nein, es hat's jetzt gestillt. Ich glaube, bis am Abend ist das wieder genug zu, also müssen wir nicht gehen. Und ich habe dann auch keinen Schmerz empfunden. Und ich finde es noch spannend, ab dem Moment, wo es dann beim zweiten Mal aufgegangen ist, es ist ja nichts anderes. Der Fuß hat mir bis dahin nicht wehgetan und es ist ja dann eigentlich gar nichts anderes passiert, ausser dass ich dann,
Ja, nochmal runtergeschaut habe und dann wirklich gesehen habe, wie's durch den Verband durch schon wieder richtig durchgeblutet hat und ich dann eigentlich wie so aufgeschmissen gsi bin, so: «Super, was mache ich jetzt?» Weil jetzt ist wie so keine Hilfe rum und habe, selber innerlich angefangen, mich unwohl fühlen damit. Und wo dann er rausgekommen ist und das verbunden hat und dann, glaube ich, auch noch gesagt hat so, «Inner 2 Stunden zeigst du das an einem Arzt. Hast du das verstanden?» Ist das klar und deutlich gewesen. Ich glaube, ab dem Moment ist meine eigene Annahme, dass ich das nicht muss zeigen, hat sich komplett in Luft aufgelöst, weil ich dann, Angst bekommen habe, dass jetzt vielleicht etwas nicht gut ist und ab diesem Moment hat's auch angefangen weh machen. Und ab dem Moment habe ich auch ist mir dann wirklich auch ist mir dann auch wirklich weiss geworden und habe mich kurz müssen ablegen und sind dann nachher ins Spital und haben's dann gezeigt, oder? Und ja, im Spital hat's dann auch schon wieder nicht geblutet gehabt. Ich finde es dann halt nur spannend, dass, ja, sich's vielleicht schon wieder 'n Weg gefunden hat, um mich einfach ruhig zu stellen, wenn ich wieder nur am Machen, 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 Machen bin, oder? Weil krank in der Regel werde ich nicht, also muss es über 'nen Unfall kommen, oder, um mich, besänftigen, um wieder einmal können, die Beine hochlagern, sage ich jetzt. Ja, und es ist jetzt auch schon das zweite Mal in der Ferien passiert. Also, beim ersten Mal ist mir ein Tag vor meiner Ferien passiert und jetzt ist es mir eigentlich in der ersten Woche in der Ferien passiert. Darum, das ist auch etwas Tuberkulares, oder? Wenn man das jetzt so anschaut, dass so Sachen periodisch passieren. Immer wieder, jedes Jahr, immer wieder zur gleichen Zeit, oder? Und das ist jetzt auch etwas Periodisches, immer wieder in den Ferien, quasi. Und auch immer wieder, wenn ich viel am Machen bin, dass man wieder anleitet und sagt: «So, jetzt machst du mal wieder Pause.» Genau. Drum bin jetzt aber nicht sicher gewesen, ob ich's erzählen soll, weil je mehr Menschen, dass ich in die Gleichung nehme und dann die Menschen auch anfangen zu sehen, der Fabio ist ja der, der in der Ferien einen Unfall macht, lasse ich auch andere mit ihrem Glauben, mit ihrer Überzeugung meine Realität mitformen. Darum bin ich mir nicht sicher gewesen, ob ich über das erzählen soll, weil ich mittlerweile schon auch aufpasse, was erzähle ich den Menschen, dass es in ihrem Geist oder in ihrem Leben nicht auch quasi ein Label für mich gibt. Dass ich nicht der bin, der immer dann zu dieser Zeit irgendwie etwas hat, oder? Darum bin ich da ein bisschen vorsichtig gewesen, aber es sind ja jetzt nicht irgendwie 700 Leute da, die dann nachher können, die das nachher können denken, sondern sind ja ein paar Leute, die ich gut kenne oder so, die ich gerne habe. Muss ich mal schnell nachschauen da oben. Es ist ein bisschen mühsam, weil irgendwie YouTube automatisch übersetzen in den Chat inne und wenn mir da irgendjemand schreibt, jetzt schreibt da: „Die Annabelle kommt zurück.“ Und dann muss ich drüber mit meiner Maus und dann steht dort: «Hoi zusammen.» Was auch immer das «kommt zurück» soll bedeuten, weil es ja eigentlich «Hoi zusammen» heisst. Ich weiss nicht, wie ich das ausstellen kann, aber auf jeden Fall: «Grüezi Annabelle, hallo, schön bist auch da, freut mich. Hoffe, dir geht's gut.» Mhm. «Hallo Liebs», genau, dort steht jetzt dort: «Hallo meine Lieben.» Mhm. Ja, das automatisch übersetzen nervt mich ein bisschen, aber vielleicht finde ich auch irgendwann einmal noch was. Nein, ich bin zweg, danke. Wenn Zweg heisst, es geht mir sehr gut. Eben bis auf das, dass ich jetzt schon wieder, krankgeschrieben bin, also auf Unfall. Aber ja, geht mir gut. Eben, es sind zum Glück so Sachen, die passieren, wo nicht lebensbedrohlich sind, obwohl ich kurz ein bisschen Kribbeln so in den Fingern verspürt habe, wo ich das 2. Mal Blut verloren habe und auch wirklich den See gesehen habe. Ich glaube, dort ist es dann einfach wirklich zu viel gewesen und ich habe dann Angst angefangen bekommen. Darum hat es mich dann auch, ja, kurz zusammengelegt und das ist noch lustig gewesen. Ich habe dann so an den Boden gelegen bin, habe ich dann so gehofft, so: «Ja, hoffentlich habe ich immerhin 'ne Nahtoderfahrung, das wäre schon mal cool.» Aber ja, haben wir ja mal gedacht: «So, jetzt ist vorbei, jetzt muss ich gehen.» Dann gehe ich die nächste dann komme im nächsten Leben wieder zurück. Hm, oh, da muss ich noch irgendwie macht's es nicht besser. Ah ja, so ist gut. Genau, nein, geht mir gut. Eben bis auf das, dass ich 'ne Scherbe kassiert habe, ins Bein, was, eben im Fuß und die Füße stehen auch für Beweglichkeit. Und ich finde es ja schon lustig, dass es jetzt schon länger eben das Thema ist. Mache ich das Ganze so, wie ich will, oder mache ich es so, wie es für die grosse breite Masse funktioniert? In meinem Herzen will ich es einfach so machen, wie ich will. Und das heisst, ich will das bei Schweizerdeutsch lassen.
mein Verstand ist eigentlich die ganze also jetzt zum Beispiel das Live und auch meine Videos, oder, dass ich auch wirklich mal 'ne Zielgruppe erreiche, wo sich vielleicht auch besser verstanden fühlen, weil es ist alles auf Deutsch. Ich kenne keine Schweizer Zielgruppe, kein Schweizer, der so in die Richtung etwas macht, oder ich habe beziehungsweise noch nicht gefunden. Auf jeden Fall, darum wollte ich das auch so beibehalten, aber da kommt halt der Verstand die ganze Zeit und meint so: «Ja, vielleicht musst du es auf Deutsch machen, weil dann hast 80 Millionen Menschen, nicht nur 5 Millionen, Reichweite, dann würdest du vielleicht mehr rauskommen.» Weil aktuell eigentlich das, was mich am meisten belastet oder, ja, ist, dass ich die Menschen nicht erreiche, dass ich nicht wirklich rauskomme. Genau, auch da bin ich vorsichtig, wie fest dass ich das, in die Welt rausposaune. Aber ja, genau, darum, also wenn ihr Menschen kennt, wo da auch gerne zuhören oder von meinen Videos können profitieren, dann noch so gerne weiterschicken. Es ist jede Watchtime in dem Sinne. Ich habe noch keine, ich sage jetzt mal, noch keine Core-Gruppe, dass YouTube weiss, so, okay, die Schlag Menschen schaut das, dass es kann weiterempfehlen. Darum bin ich da um jede Empfehlung eurerseits sehr dankbar. Natürlich nur, wenn euch das gerade in den Sinn kommt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, äh euch da gross Bein rausreissen, aber wenn ihr jemanden kennt oder so, auch fürs Live oder wo selber gerade irgendwie jemand braucht, um über etwas zu reden, biete ich da ja, quasi das Ganze die Lebensberatung gratis an, da wo ich ja auch noch im Eins-zu-eins tun anbiete, wo man einfach mit mir persönlich kann zusammenhocken. Im Eins-zu-eins ist das da eigentlich ein ähnliches Format, wo man halt einfach, dass Menschen können mitschauen können, dass es nachher auch Videos gibt. Ich tue natürlich schon schauen, dass, wenn ich die Videos schneide aus dem Ganzen, tue ich schon auch selber entscheiden, ist jetzt das etwas, wo vielleicht eher privater ist und es nicht veröffentlichen in einzelnen Videos. Das Live tue ich aber als solches aufladen, dass es nachher auch am Stück eigentlich ist, dass man auch sieht, um was es geht. Das versuche ich am Anfang habe ich so ein bisschen geschnitten, das will ich jetzt auch gar nicht mehr schneiden, sondern so, wie es ist, aufentun. Aber eben von dem her hat man da die Möglichkeit, über seine Themen zu reden. Es kann auch eine Philosophierunde werden, wenn man über irgendein Buch philosophieren oder über irgendetwas, eben Gesetz der Annahme finde ich sehr spannend. Oder auch mit dem Joe Dispenza tue ich mich sehr auseinandersetzen oder generell so das, neue Denken, so der New Thought, Bewegung, so, wo vor etwa 100 Jahren das in die Füße gefasst hat, eben mit dem Neville Goddard und so. Ähm, dort bin ich sehr tue ich mich sehr fest damit auseinandersetzen und das ist ja das, wo ich selber auch Erfahrungen mache, wo ich mich selber auch ja, wo ich selber an meinem eigenen Leib erfahre. Und da kann ich gut mitreden und sonst halt, ja, mit dem Wissen kann man auch eigentlich fast an jedem Punkt helfen, weil wenn man offen ist, dass man das Leben mit seinen Gedanken oder mit seinen Emotionen, seinen Gefühlen auch wirklich, steuert, dann kann man sich aus allem rausdenken und oftmals sieht man's halt einfach in seinem eigenen Blick nicht, wo man grad feststeckt und darum, ja, kann ich da von aussen 'ne neutrale Sicht geben, unvoreingenommene Sicht, oder? Weil ich da nicht involviert bin, ist es auch einfacher für mich, oder, da die gewisse Distanz zu haben und das auch, unvoreingenommen, weiterzugeben. Aber ich bin ja in der Regel auch sonst unvoreingenommen. Genau. Aber das ist natürlich dann das ist die Idee von dem Format und ja, genau, mal schauen, was da noch geschrieben worden ist. Mal, geht noch gut. Ah ja, genau, oder? Da bin ich noch gewesen, eben mit den Füßen. Die Füsse ist, Flexibilität, oder? Und vielleicht einfach einmal hat das jetzt schon zweimal gesagt, dass meine Füße quasi sich nicht mehr können bewegen. Ich sollte aufhören, immer die Richtung wechseln, sondern mal bei meinem bleiben. Oder wenn man das so deuten. Ich bin mich neu jetzt auch in das Buch am lesen. Ich kann ihn leider nicht so gut aussprechen, vom Alberto Villoldo. Genau, und da geht es halt schon auch darum, ja, dass er erzählt, und das habe ich das erste Mal so gehört gehabt, dass quasi auch der Tag ein Traum ist in dem Sinne. Ich habe es ja schon mal gehört, aber nicht jetzt so, wie er es erzählt. Und man tut ja in der Regel der deutet, der Träum deutet, tut ja nur seine Nachtträume deuten. Und Tagträume werden selten deutet, weil man das Gefühl hat, man träumt ja nicht. Aber schlussendlich kann man eben auch seine Tagträume deuten. Also wieso habe ich jetzt zweimal schon meine Füße verknickst, oder in dem Traum? Was will mir das sagen, oder was ist das für eine Bedeutung? Und es kann natürlich schon sein, weil ich ja immer hin und her gerissen bin, soll ich es so machen, wie ich will oder wie es mir wohl ist, wie ich eigentlich möchte dahinterstehen, oder wieder am Verstand glauben, wo sagt: «Hey, du musst da weiter, musst da auf Deutsch machen, dass du mehr Menschen erreichst», aber ich es eigentlich gar nicht will, oder? Und da halt vielleicht eben die Achse angerissen, zack, so, jetzt bleibst du auf deinem Weg, jetzt kannst du nicht noch mal links und rechts. Genau. Mhm.
Ich sehe blendend aus und ich strahle wie 'ne schöne Sonnenblume. Ja, also ich muss sagen, fühle mich jetzt wieder wohler. Letzte Woche ist schon grade ein bisschen knapp gewesen. Hm, ja, nein, aber es ist, vieles auch da haben wir auch gewährleistet, weil das ist mir ja passiert. Ich habe ja meine Haare geschnitten, das sieht man. Äh, Es ist aber zu kurz geworden, nicht so, wie ich's wollte. Und wir schauen ja eben die Sachen auch homöopathisch anschauen in der Firma Miasma und das tuberkulare Miasma, wo ich sehr fest habe, das sind oftmals die grossgewachsenen, sehr schlanken, die können rein essen und nehmen nie 'n Gramm zu. Das sind eher so tuberkulare Typen. Kann natürlich nicht ganz einfach so abklatschen, aber so, dass man's ein bisschen versteht. Genau, und bei denen ist auch 'ne Eigenschaft so quasi die Extreme. Eben 100% hinter sich stehen und seinen Weg gehen, 100% das machen, was die anderen machen. Immer so das, 100 in die andere Richtung, oder? Das sind die dann, jetzt heute fange ich 'ne Ausbildung an, habe sie abgeschlossen, nach einer Woche wird's langweilig, so jetzt machen wir die nächste Ausbildung, oder immer so meint das andere Extrem. Und das ist natürlich auch lustig, weil ich habe 'n Haarmaschineli und in der Regel tue ich mit dem Haarmaschineli schneide ich's also ich habe 3 Aufsätze und normalerweise nehme ich's aufm grössten Aufsatz, aufm längsten und habe es geschnitten und das Mal habe ich's ja aufm kürzesten, aufm kleinsten aufm kürzesten geschnitten, oder? Und das wäre ja auch wieder so das Hin und Her, so das, also muss ja irgendwie muss das, an 'n Tag kommen und vielleicht ist es jetzt einfach über das gekommen. Plus bin ich auch wieder grade in dieser Phase gewesen, dass ich mir gesagt habe: „Ich möchte einfach so machen, wie ich will.“ Und die Haare tun ja auch Erinnerungen, behalten in dem Sinn und so mit einem Radikalschnitt hat man vielleicht auch habe ich vielleicht auch alles, was vorher, damit verbunden ist, einfach radikal abgeschnitten, oder? Um das entlasten, oder? Um quasi weitergehen mit meinem Weg, oder? Das kann man so deuten. Natürlich, ja, weiss nicht, ob's stimmt, aber, es fühlt sich auf jeden Fall plausibel an. Und danke vielmals für die gute Besserung noch. Mhm. Ja, ja, danke Annabelle. Ja, bin auch weil wirklich, es ist dann meistens, wenn ich dann halt einfach irgendwie nach einer Woche noch nicht so, einen Fortschritt sehe, dann fällt's dann wieder an und dann ja. Aber auch da sollte ich bleiben, sollte ich mal bei meinem auf das, was ich mache, vertrauen, mehr vertrauen, oder? Das wäre ja auch nach dem Gesetz der Annahme, nach Neville Goddard, oder? Dass das, was du annimmst, ob es richtig oder falsch ist, wenn du darauf beharrst, wird es zur Realität. Und wenn ich natürlich jedes Mal das Hin und Her gegangen, wenn ich's, mache, wie ich will und dann ändere ich wieder den Kurs komplett in die andere Richtung, dann ist das ja auch nicht gebe ich auch nicht die Richtung an, die ich will, oder? Und, das ist wirklich meine Schwierigkeit aktuell noch. Das ist auch mit dem Tuberkularen, dass ich ja, eben das Hin und Hergumpen, wirklich so vom einen ins anderen Extrem von: „Ich mache es nur so, wie ich will“, zu: „Jetzt mache ich so, wie es die machen, die Erfolg haben.“ Das ist schon da darf ich wirklich auch vertrauen, bei mir zu bleiben. Ich kann ja auch 'n, wie soll ich sagen, ich bin ja zufrieden mit dem, wenn es mal rauskommt, jetzt kommt es eigentlich an Resonanz und von dem her versuche ich mich an dem, zu erfreuen und eben jedes Mal, wenn ich live drücke, dann geht's mir gut und anstatt dass ich mir jetzt immer wieder Gedanken mache, wie wo was, habe ich mir auch überlegt, wie öfters, live gehen. Also eben das Format lasse ich so für den Sonntag und wenn's mir halt einfach so irgendwie neu ist, dass ich einmal sage, so: „Jetzt gehe ich an 'nem Dienstagabend noch“, habe ich jetzt mal kürzlich gemacht, einfach mit dem im Shortformat live, dort erreiche ich auch mehr Leute, komme ich auch mehr raus wie jetzt das Format sehen, glaube ich, eher nur die Abonnenten und kommt ein bisschen raus. Wenn natürlich die Aufrufezahlen genial werden, dann ist ganz anders, dann tut's YouTube auch so rausgeben. Aber eben, er kann mich nicht live verstehen, noch nicht, oder? Er versteht noch nicht, was ich rede, noch nicht so gut. Ich sehe, wie er tut das übersetzen. Das heisst schlichtweg, er versteht Schweizerdeutsch noch nicht. Aber die KIs werden immer besser. Ich glaube, da brauche ich nur noch 'n bisschen Geduld, dass er auch, mein Wort vom Schweizerdeutsch kann, erfassen und dann auch an die richtige Audience ausspielen, genau. Du hast leider immer noch keinen Psychotherapeut gefunden für dich. Ja, eben Psychotherapeut bin ich nicht, aber wir haben ja schon mal geredet, wie gesagt, ähm, eben es gibt die Möglichkeit da, weiter dabei sein und, mehr von dir zu teilen, dann kann ich mehr darauf eingehen. Oder eben die Reflexionsrunde, das kann ich immer ans Herz legen. Die wäre aktuell 33 Franken, wo zweimal
im Monat wäre, für 'ne Stunde jeden zweiten Montag, glaube ich. Der zweite Montag pro Monat, dann nochmal. Und die wäre 33 Franken. Das heisst, man hat für 33 Franken eigentlich auch Therapie, halt eben nicht Therapie, ich darf es nicht als Therapie verkaufen, aber du kennst ja, wie ich auf die Leute zugehe. Du kennst mich ja doch schon recht gut. Und da wär für 33 Franken sind jetzt noch nicht so viel drin, dass wir da dort noch allein wären oder allein könnten sein, sagen wir es so. Und da wäre eben die Möglichkeit. Und sonst, ja, weiss ich ja, wie es grad aktuell geht, das Finanzielle. Ah, oh, oh, mein Götti. Götti? Ja, also ich kann lesen, was du schreibst. Ich sehe dich schreiben, aber eben mein Götti. Ich hoffe, ihr könnt heute lesen, was ich da schreibe. Äh, ja, genau. Nein, eben darum will ich's ja so ich will's ja so behalten, eben in meinem Inneren möchte ich's so beibehalten, das Ganze. Danke auch noch mal Annabelle an dieser Stelle. Weil, ja, eben wie gesagt, ich kann so auch viel mich besser artikulieren, wie wenn ich jetzt alles müsste noch Echtzeit auf Hochdeutsch übersetzen, weil ich rede ja in der Regel gar nicht Hochdeutsch. Drum ja. Und ich glaube auch eben, die Menschen können sich sicher auch eher öffnen, weil ich will ja die Schweizer ansprechen. Ja, so explizit Schweizer ansprechen. Und, ich glaube, das ist auch viel ja, aber es ist auch für den Gegenüber viel angenehmer, in einer Sprache zu reden, wo man versteht oder wo man nicht sich muss verstellen in dem Sinn. Ja, also auf meinem Ausweis steht Wallis. Auf meinem Ausweis steht Wallis. Genau, aber ich komme tatsächlich nicht von dort. Obwohl ich oft gefragt wird, woher dass ich komme. Ich habe lange mit dem Aargauer, Thurgauer, St. Galler und so gegamet. Ich glaube, das hat ein bisschen 'n Mischmasch gegeben. Genau, psychologische Beraterausbildung habe ich, aber wegen dem darf ich es nicht als Therapie benennen, oder? Darf ich nicht Therapie benennen. Darum eben, wenn sie muss einen Psychotherapeut haben, falls es eben so tönt, dann bin ich da nicht komme ich gar nicht in Frage, oder? Und eben ein Psychotherapeut würde von der Grundversicherung ja bezahlt werden und ein, psychologischer Berater ja nicht. Genau. Ich höre auf mein Herz und ich bin, ja, richtig wieder da. Ja, das finde ich schön. Ich habe Freude, wenn du da bist. Danke vielmals. Gibt mir viel, die Rückmeldung. Nein, echt. Wegen Wallis? Oder wieso echt? Ja, oder ja, es steht echt dort. Ich glaube, es kommt ja von der Vaterseite und mein Nonno ist damals im Wallis, genau. Mein Nonno ist damals ins Wallis gezogen, vor Jahren, und dort ist dann mein Vater auf die Welt gekommen und es kommt vom Geburtsort vom Vater kommt's her. Also, das heisst, mein Nonno ist dort angezügelt, mein Vater ist dort geboren, ist dann aber, ja, auch eigentlich auf Bülach gezogen und dort bin ich dann auf die Welt gekommen. Aber es bleibt eigentlich der Geburtsort vom Vater. Genau, drum, ja. Ja, verstehe ich schon nicht. Also, ich habe auch 'n Kollegen gehabt, der ist, Berner. Oder mit jemandem zu tun von Bern und der aus Solothurn, ist so in der Mitte, und ich habe den, wenn's ein bisschen lauter war, nicht verstanden und er mich auch nicht. Wir haben das einfach nicht verstanden. Ja, ja. Nein, Walliser sind schon Sprache ist schon spannend. Du hättest Interesse, aber du hast ein blödes Formular bekommen zum Ausfüllen und du sagst, eine richtige Krankenkasse räumt meine Kosten. Ja, genau, genau. Ja. Ja, das ist mit unter anderem ein Grund gewesen, warum dass ich die Homöopathie habe angefangen zu studieren, dass ich auch Krankenkasse abrechnen in der Zusatzversicherung, weil ich hätte ja dann gleich das Ganze können homöopathisch auch, also eigentlich das, was ich jetzt mache,
hätte ich können so machen, wie ich jetzt mache und hätte aber, wenn jemand, der Zusatzversicherung hat, können darüber abrechnen, oder? Weil ich hätte einfach können als Homöopathie in dem Sinn deklarieren, was ja in dem Sinn nichts anderes ist, einfach, dass ich nebenbei noch ein Mittel mitgebe, oder? Aber das Studium ist mir einfach zu happig gsi. Das ist mir einfach zu happig gsi und ich habe im 3. von 6 Jahren ich hätte es auch in 3 Jahren können machen, aber ich habe es berufsbegleitend gemacht und ich habe im 3. von 6 Jahren einfach noch so kein Wissen gehabt für mich, wo ich einfach auch irgendwie entschieden habe, so: „Ja, es bringt mir nichts, wenn ich wieder durchboxe und nachher auch nicht wohlfühle als das Ganze.“ Darum habe ich das abgebrochen, habe dann 'ne psychologische Beratung gemacht und biete eigentlich jetzt das so an. Genau, halt ohne, dass man's über die Krankenkassen abrechnen und ja. Aber darum habe ich jetzt auch gedacht ich habe ja darum auch verschiedene Möglichkeiten. Eben das da im Live, wo es ja wirklich darum geht, da kann man über alles reden, wo man will. Das heisst, ich kann da genau gleich drauf eingehen, wie jetzt eigentlich im Eins-zu-eins. Im Eins-zu-eins ist es halt einfach so, dass es mit der Kamera ist. Das heisst, ich sehe dich noch und das hilft mir halt schon auch viel, oder, wenn ich noch die Energie wahrnehme, nicht nur in Text. Weil Text ist schon so, dass wenn ich's lese, interpretiere ich meine Emotionen mit rein, weil ich höre ja meine eigene Stimme. Das heisst, ich höre den Menschen nicht reden. Das heisst, es ist eins zu eins, so in dem Sinne schon. Ich sage mal, komme ich sicher weiter, wie jetzt mit Text oder kommen wir eher voran, weil ich halt einfach die Energie wahrnehme, oder wirklich die Energie und nicht nur schreiben. Und dann eben die Reflexionsrunde, wo auch ist via Zoom, wo zweimal in der Woche, zweimal im Monat ist für 1 Stunde. Wo man eigentlich auch das Gleiche kann machen. Und ich weiss oder ich habe das selber ja auch, dass, ich wollte auch noch ein Dings machen oder will es noch machen, 'n Human Design. Aber ja, das sind dann ich weiss, wie's ist, wenn's was die Preise so sind und dass man halt amigs muss ein bisschen schauen und es nicht jeden Monat irgendwie kann machen. Darum habe ich die verschiedenen Formate, darum habe ich auch die verschiedenen Preiskategorien, eben das gratis, das heisst mit 33 und dann eben das halt das Eins-zu-eins, wo ich wirklich spezifisch kann reingehen. Und alles hat halt so seine Vor und Nachteile, oder? Wer es nicht interessiert, dass Videos daraus geschnitten werden, kann da alles erzählen. Ja, und halt eben die Leute schauen halt mit. Aber ich finde das halt 'n sehr 'n spezieller Rahmen, weil eben wenn da 30 Leute sind und ich ich rede über etwas, dann profitieren alle, oder? Darum behalte ich das auch bei, weil ich sehe das als 'n riesen Schatz da, das Live. Und ja, und bin auch mega froh, dass jetzt da die einen Gesichter schon seit Anfang an dabei sind und dass sie noch vom anderen Kanal dass sie wirklich vom anderen Kanal mit auf den Kanal gekommen sind, da bin ich unendlich dankbar, dass ich da nicht allein, äh, bin. Genau. Natürlich kann ich das, ja. Ob ich jetzt Krankenkasse anerkannt bin oder nicht, das, tut's ja nichts an meiner Fähigkeit dingseln, aber es ist halt schon oder wenn's kannst über die Krankenkasse abrechnen, zahlst halt einfach nichts, oder? Sonst ist es halt dann schon ein Batzen, wo man halt einfach im Hosensack müsste haben. Und ja, ich glaube, es ist für Menschen, die mich schon kennengelernt haben, oder wissen, wie ich bin, ist es ja sicher auch, ja, möglich, denke ich, möglicher, oder? Weil es ist halt doch es kostet. Aber man kann auch reden, ja, das steht auch, man kann auch wirklich drüber reden. Ich habe einfach 'n Preis angeschrieben, aber ich bin offen, wenn's, aktuell nicht geht, dass man etwas kann, aushandeln, oder? Das so oder so, da bin ich sehr gerne offen. Ja, aber eben auch darum hat's die 3 verschiedenen Formate, dass sicher auch für jeden etwas rum ist, wo möchte. Jetzt musst du das Fenster aufmachen. Hm, ja, ja. Sagst ihnen das einmal. Wenn sie ja du kannst ja sagen, wenn sie unbedingt wollen, dass du jemanden musst haben, dann hättest du jemanden. Sie müssen's einfach übernehmen. Genau, das könntest du mal versuchen. Ja, kommt halt ja, ich
glaube, da kommt ein bisschen drauf an, oder, was man sucht, oder? Wenn man natürlich jemanden sucht, der spezialisiert ist auf Traumatherapie, dann weiss ich nicht, ob ich der Richtige bin. Aber ich habe ich selber halte nicht so viel von diesen Therapien, wo man auch 'ne Krankheit so irgendwie oder 'ne Diagnose in den Mittelpunkt stellt, weil ich habe das Gefühl, das kann auch sich man kann sich dann auch noch mehr mit dem identifizieren, oder? Wie ich jetzt mit dem Unfall, wo ich dann plötzlich gemeint habe, jetzt ist nicht gut, oder? Und es dann wirklich nicht gut war. Und zuerst habe ich das Gefühl gehabt, es kommt alles gut, weil ich entschieden habe, es passiert mir nichts, ich muss nicht ins Spital, oder? Ja, und ich bin nicht Fan von Labels, aber das steht auch auf der Seite. Und ich glaube auch nicht, dass wir Labels brauchen, oder? Ich glaube, man ist freier, wenn man kein Label hat, im Großen und Ganzen. Es mag für die einen eben darum gibt's wahrscheinlich auch vieles. Für die einen ist es sicher 'ne Hilfe, dass sie am Anfang wissen: „Okay, das, was ich empfinde, gehört in die Kategorie. Also, bin ich jetzt vielleicht autistisch veranlagt?“ Das mag helfen, aber was ich halt jetzt zum Beispiel auch in diesen ganzen Social Medias gesehen habe, ist, dass sich die Menschen mittlerweile schon mit ihren Krankheiten betiteln. Das heißt, ihre Bios steht drinnen, dass sie queer sind, dass sie, super duper hyper, ja, sie benennen sich schon mit ihren Krankheiten und dann ja, dann wird's schwierig, oder? Weil dann wird's zur Identität und wir müssen die Identität loslassen. Und wenn ein Depressiver, der sich schon selber depressiv nennt und in 'ner Bio sich bewirbt mit: „Ich bin depressiv, ich habe Borderline, ich habe so, so und so“, dann wird's schwierig, oder? Dann bin ich definitiv die falsche Person. Also, ich wäre nicht die falsche Person, aber, so Menschen sind in der Regel dann nicht offen oder noch nicht offen, oder? Und dann ist es schwierig, 'n neuen Ansatz zu bringen, wenn man sich identifiziert, oder? Man muss die Identifikation loslassen, um etwas anderes zu werden. Wenn du Formel-1-Fahrer bist, dann bist du Formel-1-Fahrer. Wenn du dich depressiv, benennst, dann bist du depressiv. Ein Formel-1-Fahrer sagt auch nicht: „Ich kann nicht Auto fahren.“ Er sagt: „Ich bin ein Formel-1-Fahrer, der beste Formel-1-Fahrer.“ Und wenn jetzt Leute anfangen zu sagen: „Ja, ich habe, Borderline hoch 3“, dann ja, dann hat der Borderline hoch 3, oder? Wir haben halt das, wo wir uns damit identifizieren, und dann müssen wir die Identifikation loslassen. Und da habe ich grad gemerkt oder auch gesehen gehabt, in Threads bin ich viel unterwegs gewesen am Anfang, so vor irgend 'nem Jahr, und habe dort auch geschrieben. Und es sind dann schon eben die ganz in ja, wie man sich gibt, oder, hat man auch extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Also, das heisst, jemand, der etwas geschrieben hat, er ist depressiv und, es geht ihm wirklich grad schlecht, der hat extrem viel Zustimmung bekommen von anderen Depressiven. Also, man ist dann schon fast, habe ich so empfunden, eben, ich will niemanden angreifen. Es geht da auch nicht zum sagen, dass das schlecht ist, wirklich nicht. Ich äussere da nur meine Bedenken. Wenn man Zuspruch bekommt von anderen Menschen zu seiner Depression oder zu seiner Borderline oder zu seiner was weiß ich Verstörung, dann ist es noch schwieriger zum rauskommen, weil man hat endlich eine Identität und man wird endlich verstanden und man wird endlich, das heißt, man müsste, wenn man das nicht mehr will haben, müsste man das loslassen. Das heißt, man müsste sich auch selber können eingestehen, dass man gut ist, ohne den Zuspruch. Und ich persönlich finde, es geht in 'ne falsche Richtung, dass wir jetzt plötzlich Rockstars sind, wenn man betitelt ist, wie schlecht es einem geht. Und ja, es ist halt dann du bleibst es wird halt dann weiterhin schlecht gehen. Wenn du Content kreierst, wo es darum geht, dass du im Mittelpunkt bist, weil es dir so schlecht geht, dann wirst du regelrecht dort drin hineingezogen. Das heisst, du musst es ja machen, weil wenn du das einfach nicht mehr machst, dann kommst du auch den Zuspruch nicht mehr über, oder? Und wenn dann dein Erfolg auf das aufbaut, zum Beispiel grade in Social Media, mit wie schlecht es dir geht, dann ja, dann weiss ich nicht, ob das dann jemals kann in 'ne andere Richtung gehen, ausser man wechselt einfach dann wirklich den Kurs, oder? Ich glaube dann nicht, dass dann einfach von heute auf morgen besser geht, weil ja, wenn er das zu seinem Hauptthema macht. Mhm. Also, was ändert dann das Formular? Also, dass ich das Formular ausfülle? In der Regel habe ich kein Formular, aktuell noch nicht. Oder ich sehe den Sinn auch nicht, warum ich 'n Formular selber müsste erstellen. Aber wenn du eins hast, für was wäre denn das? Also, du kannst mir das sicher schicken, ich würde das auch ausfüllen, auch einfach so, wenn dir das wohl ist, dass ich dir das ausfülle. Aber ich komme jetzt nicht ganz draus, was das Formular dann genau ist. Aber sonst, ja, eben einfach bei mir wäre es auch über die Homepage
anmelden, dann gibt's in dem Sinne einfach 'n Anmeldeformular, wo man, auf der Homepage ausfüllt und dann kommt man kann man so sagen, wenn man den Termin will haben und kommt dann eigentlich die Bestätigung über. Und dann auch die Rechnung nachher kommt man in dem Sinne auch über, dass man's gezahlt hat und hat so dann eigentlich den Termin und kann dann auch noch kann dann auch jederzeit noch kündigen. Ich glaube bis 2 Tage vorher. Müsste noch mal schauen, wie wir's eingestellt haben. Ich glaube, bis zu 2 Tage vorher kann man den Termin auch noch mal stornieren. Ja. Mhm. Ja, aber ich bin der Überzeugung, weil ich's auch an meinem eigenen Leib, am Testen bin und am Erfahren bin, dass das, wo du innerlich für wahr empfindest, das wird zu deinem Leben. Das heisst, alle in deinem Umfeld bestätigen dir deine Annahmen. Das heisst, wenn du dich innerlich, ähm, wie 'n Versager fühlst, dann wirst du das zurückgespiegelt bekommen und darum sehe ich da auch Äh, eben die Schwierigkeit, wenn man sich anfängt, jetzt dort als so schlecht deklarieren, dass man früher sind BIOS gsi, ich bin Maler, Zeichner und sowieso, heute ist ich bin so, ich habe die Krankheit und die Krankheit. Und das ist, weil man geht ja davon aus, sonst würde man das nicht dort rein tun. Man manifestiert das wirklich bis in die tiefsten Zellen runter. Und ich glaube, das ist, ja, das nimmt den falschen Weg. Und darum ja, aber man kann aus allem raus, wenn man gewillt ist, man kann aus allem sich wieder rausfühlen, rausdenken, indem dass man sich eine neue Identität anfängt kreieren, indem dass man sich halt dann nicht mehr betitelt, wie man aktuell fühlt, sondern halt dann vielleicht in die Bio reinschreibt, wie man will sein. Oder so, wo will's hin? Wie ist mein Endziel? Das heisst, dass man die Bio vielleicht schon beschreibt, mit etwas Positivem, wo du willst sein in Zukunft, aber schon in der Jetzt-Form. Das heisst, alle Menschen, die das lesen, die in ihrem Geist lebst du oder in ihrer Bewusstsein, in ihrer Realität bist dann du der Mensch, so wie du das beschreibst und darum auch eben nicht wirklich aufpassen, auch wenn ihr sonst mit den Menschen am Reden sind und sie fragen, wie's euch geht. Überlegt wirklich, ob ihr wollt erzählen, dass es euch schlecht geht, oder weil ihr bleibt die Erinnerung. Das Schlechte bleibt immer mehr Erinnerung wie das Positive. Und wir haben auch oftmals das Schlechte oder das Negative, wo wir eher erzählen wie das Positive. Das heisst, wenn ihr euren Kollegen erzählt, wie schlecht es euch geht, dann fragt euch die Kollegen das nächste Mal: „Und geht's dir immer noch so schlecht oder ist wieder so etwas Schlechtes passiert?“ Oder das heisst, er triggert quasi euch wieder zurück in das Gefühl hinein und ihr seid dann wieder in der alten Realität, wo «Ah ja, mir geht's ja wirklich schlecht und ich könnte grad wieder loslegen. Ich könnte grad wieder weiterlegen an dem Ort, wo ihr aufgehört habt.» Das heisst, ihr verinnerlicht euch das Gefühl nur noch mehr, oder? Und je tiefer das in einem verankert wird, desto schwieriger ist es auch zu sehen, dass das nur 'ne angefühlte, angedenkte, Realität ist und man kann aus dem raus, oder? Weil alle Glaubenssätze sind in dem Sinne selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man davon ausgeht, dass einem wirklich die Welt nur etwas Böses antut, dann wird man's an jedem Ecke sehen. Dann werden die Kollegen irgendetwas machen, wo eigentlich etwas ganz Neutrales ist, oder? In der Regel ist ja das, was passiert, eigentlich es passiert einfach. Fertig gibt ja jeweils der Mensch. Das heisst, wenn's mir gut geht und der Mensch sagt mir: „Ah, du Dödel“, dann lache ich drüber. Wenn ich aber grad irgendwie so mir geht's schlecht und ich habe grad das Gefühl, ich bin ein Loser und, jemand sagt: „Der Dödel“, dann habe ich Bestätigung und fühle mich noch schlechter. Oder? Das ist halt eben und darum eben grad, wenn man mit Kollegen ist, wirklich positive Sachen säen, dass er auch positiv in den Köpfen der Kollegen bleibt, oder? Dass sie, wenn sie uns das nächste Mal fragen, so, äh wie es euch geht oder wenn ihr etwas Positives hinterlassen habt, dann fragen sie: «Und schon wieder etwas Cooles erlebt?» Oder? Es ist 'ne ganz andere Energie und dann könnt ihr wieder sagen: «Ja, ich habe wieder etwas mega Tolles erlebt, bin so 'n Glückspilz.» Und das ist ja, eben, entweder ist man in 'ner Aufwärtsspirale oder in 'ner Abwärtsspirale. Aber die Abwärtsspirale ist halt, weil's real ist, weil man's so fühlt, wie's aktuell grad ist es schwierig zu glauben, dass man das selber irgendwie mit in seiner Vergangenheit erfüllt hat oder dort angesteuert hat, dass man jetzt an dem Ort ist, wo man ist. Und grad Menschen, wo auch depressiv sind, oder, wenn man denen sagt: «Ja, vielleicht würd's dir gut tun, mal laufen.» Sachlich gesehen ist Sonne etwas Gutes oder einmal mal laufen. Aber die fühlen sich dann in dem Moment halt vielleicht auch beleidigt, so
ich habe schon alles versucht, was glaubst du? Was glaubst denn du, oder? Aber du hast ja eigentlich nur als guten Tipp gemeint, oder? Und das heisst, ein guter Tipp kann als Beleidigung angenommen werden, je nachdem, in was für einer Lage oder in was für einer Schwingung mir grad ist, oder wie tief unten mir grad ist. Und ja, das ist dann halt immer schwieriger, aber man hat's halt selber in der Hand. Aber so wie man einfach so kann von jetzt auf jetzt kann positiv sich sein Leben kreieren, kann man's auch je tiefer dass man geht, desto grösser der Schmerz ist, desto eher ist man vielleicht auch gewillt, etwas zu ändern im Leben. Drum, es geht sowohl als auch, aber aktuell sind schon sehr viele Menschen am tief fallen, um auch wieder aus der Asche wie 'n Phönix aufsteigen, wenn sie es dann schaffen, oder wenn sie dann nicht in ihrer Opferrolle bleiben und die Welt nur noch sehen als, es ist so alle sind so böse zu mir, oder? Es ist dann halt ja, man kann halt auch wirklich dran zugrunde gehen. Und ich glaube, je länger, je mehr, aber das ist jetzt der Mutmaßung, Linkin Park, der Chester, das war ja auch tragisch gewesen, wie 'ne Tragödie, was da passiert ist, oder? Und man hat ja auch, oder die ihn kennen, wissen auch, wie's ihm gegangen ist. Und aber wenn man das einmal so auf der Zunge zergehen lässt, wie der ja den ganzen Tag gesungen hat, wie der ja die Lieder geschrieben hat, wie der performt hat auf der Bühne, dass der das gelebt hat. Der ist jeder seiner Zelle ist der das gsi, wie's ihm gegangen ist und wie er gesungen hat. Oder wie will's jemandem, wo das in der Musik verkörpert, selber so fühlt, die Songtexte selber schreibt, auf der Bühne noch tut weitergeben, wie will so jemand genesen? Oder? Das ist mir dann halt auch mal so selber so durch den Kopf. Mag sein, dass es nicht an dem liegt, aber, ja. Ich sehe das halt je länger je mehr so, wenn jemand sein Leben ja, ja, eben die Negativität, alle haben gewusst, wie's ihm geht, oder? Er hat eine riesen Energie um sich aufgebaut, eine riesen negative Energie in den Songtexten. Man hat gewusst, wie's ihm geht. Jeder Mensch hat gewusst, wie's ihm geht, oder? In dem Sinn. Und ich weiss halt nicht, ja. Darum aufpassen, wie man das Zeug weitergibt, oder? Also, ich arbeite nicht schwarz. Ich würde das Ganze ist offiziell. Also, ich bin jetzt nicht angemeldet, weil man muss das erst aber gewisse Dings anmelden, aber, du kommst ganz normal kommst du 'ne Rechnung über. Für dich ist spielt's eh keine Rolle. Ich muss es einfach den Steuern angeben, dass ich da, verdient habe. Das ist einfach mein Part. Genau. Und ich bin ja psychologischer, Berater. Also, ich habe ja auch das Zertifikat, das ist ja auf der Homepage ist es drauf. Ich kann dir das auch schicken. Also, ich habe es dort einfach, als Text, nicht als, Downloaddatei, aber ich könnte das auch schicken, dass ich, da psychologische Beratung, Ausbildung habe. Und was ich halt habe, ist Erfahrung. Erfahrung, weil ich schon mein Leben lang in die Richtung, denke, in die Richtung philosophiere, in die Richtung psychologisch arbeite mit mir selber. Halt nicht so, wie man es an der Schule lernt, aber mit mir selber, oder? Ich habe jenste Bücher auseinandergenommen, ich bin mich selber am aus Sackgassen am rausholen. Ich habe die Erfahrung, die ich selber mitbringe von mir, oder? Mit dem kein Zucker konsumieren mehr, mit kein Alkohol trinken. Also, ich habe wirklich auch vieles in meinem Leben jetzt schon hinter mir lassen und gemeistert. Darum kann ich auch immer mehr wirklich auch reden, wie's mir vorher und nachher gegangen ist, was ja auch 'n grosser Schatz ist in dem Sinn. Aber ja, eben, nein, Schwarzarbeit ist das nicht. Mhm. Aber ja, ich tue halt viel an mir selber testen und halt dann somit eigentlich, ja, kann dann davon erzählen. Das ist halt schon genial. Und eben das Gesetz der Annahme, da bin ich dran. Ich weiss, wo da jetzt noch meine Baustellen sind. Äh, und ja, von dem her. Oh, das nächste Mal sollte ich mir keinen Ingwertee machen, wenn 35 Grad draussen ist, ey. Nein, eben was ist, schon mein Leben lang habe ich, sind die Leute eigentlich bei mir da nach Rat fragen. Ich habe dann den Weg eingeschlagen als, Elektroinstallateur, also handwerklich, und habe jetzt das einfach auch zu meinem Beruf gemacht und genau, das Ganze, anstatt dass ich nur immer Rat und, Ratschlag gebe, habe ich gedacht: „Wenn ich das ja so gerne mache,
dann kann ich das ja auch beruflich machen. Das ist es eigentlich, genau. Ja, du kannst ja meine Homepage einfach deinem Chef weiterleiten, dann kann er sich ja direkt 'n Bild machen von mir. Dann er sieht ja dann auch alles. Er kann ja dann auch mein Angebot lesen, er sieht ja dann auch, um was es geht. Das heisst, er kann das ja theoretisch dann auch selber beurteilen, oder? Und er sieht, dass das dann offiziell ist. Ähm, so, hm, hm, da wäre Homepage sonst. Ja, nein, eben wenn sie 'n Psychotherapeut braucht, wird's nicht funktionieren, weil ich bin kein Therapeut, genau. Aber wie gesagt, wenn sie falls man weiß ja nie, vielleicht denkt dann der: „Hey, ja, da ist doch viel der bessere Therapeut.“ Äh, ja. Boah, okay, kein Ingwertee mehr trinken bei dieser Temperatur, ey. Puh. Ja, habt ihr sonst noch grad etwas, wo aufm Herzen liegt? Eben, wenn ihr jemanden kennt, wo auch profitieren von dem Ganzen, dann bin ich sehr dankbar, wenn ihr, den Link weiterleitet. Ich bin ja jeden Sonntag bin ich da und habe eben wie mittlerweile doch auch schon 100 Videos hochgeladen zu diesen ganzen Themen, wo man sich auch in Ruhe durchhören kann. Genau. Dass ich das nicht umstellen kann? Mühsam. Oh. Uh. Wie geht's dir, Annabelle? Ich habe noch gar nicht geantwortet. Ja, natürlich darfst du mir schicken. Kannst mir sonst, WhatsApp einfach rein tun. Ich glaube, da geht's glaube nicht. Du kannst mir's eigentlich im WhatsApp schicken, ja. Also, soll ich dir das gerne ausfüllen, das Formular, oder was? Oder einfach mal anschauen, oder was ist, dein Wunsch?
Muss ich dann 'n Venti da hinstellen? Das Lymphdrainage, oh ja, das sollte ich auch mal go machen. Zora hat gesagt, das soll ich auch go machen. Anschauen. Ja, tue ich gerne anschauen und dann ein Feedback geben. Ja, ist schön, dass dir gut geht, Annabelle. Oder ist das ja gut nicht auf wie es dir gegangen gsi grad verwirrt. Ist ein bisschen heiß, weißt du, ich kann mich nicht entschuldigen, ist ein bisschen heiß. Warte, ich muss schnell etwas schauen, ob das da rein tun kann. Aber es geht nicht. Aber ich kann's zeigen. Du hast ja letztens gemeint Pharao, äh, Kardashian, hast ja gemeint wie 'n Pharao sehe ich aus mit der Frisur nicht mehr, aber haben wir Dings erstellt. Warte, ich muss schnell suchen. Haben wir mit der KI haben wir, das Bild erstellt. Etwa so. Habe recht müssen lachen. Hm, Lymphdrainage ist gut. Ja, freut mich, bist fit. Lymphdrainage ist gut. Das tut nicht weh, oder? Das ist ja so mehr streicheln, dann ist das genau meins. Mal beim Masseur und tut mir alles weh. Dann Dardane, jetzt bin ich eben unsicher gsi. Ich bin mir noch nicht sicher, wie man ihn ausspricht, ob ich's muss langsamer sagen oder länger ziehen. Darum, es ist jetzt eher ein scheuches gsi, 'n scheuches, weil ich nicht gewusst habe, wie ich's richtig sage. Aber ja, freut mich, ist gut ausgesprochen worden. Sogar, ja. Ja, ich weiss nicht, wie man das, ja. Habe es eigentlich nicht sexy aussprechen. Es war eher verlegen gsi, weil ich nicht gewusst habe, ob ich's richtig ausspreche. Ja, ja, dann schaue ich, dass ich auch mal 'ne Drainage mache, vielleicht die nächste Woche, wo ich ja jetzt eh noch daheim bin. Also, ich wäre sowieso noch daheim gewesen. Mit das Foto. Ja, gehe ich vielleicht schauen, dass ich noch Lymphdrainage machen kann die nächste Woche. Ja, haben wir da noch. Ja. Nein, aber in dem Fall mache ich für heute Schluss. Boah, da habe ich langsam heiß, jetzt läuft's dann. Äh, Ich danke euch, seid ihr da gewesen. Freue mich immer sehr fest, wenn jemand kommt und, ja, ich bin nächsten Sonntag auch wieder auf die 7:30 live. Sagt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch ein Thema habt, wo ich so ein bisschen drüber reden soll, dann dürft ihr mir das auch gerne sagen. Muss nicht nur sein über, dass ich quasi mit euch über etwas rede, sondern ich kann auch eigentlich ein Thema, das euch interessiert, aufgreifen, sofern ich natürlich etwas darüber weiss. Genau. Und sonst wünsche ich allen ganz 'n schönen Abend und schön sind ihr da gewesen. Ganz 'n schönen Wochenstart und bleibt positiv. Es wird immer mal wieder die Momente geben, wo's einem auch schlecht geht, aber nach eben kommt die Flut. Das heisst, ich komme immer es geht euch immer irgendwann wieder besser. Darum verliert in dem Moment die Hoffnung nicht. Und ja, wir sind die Ursache, aber dafür auch die Lösung für alles und das ist halt schon cool, wenn man das weiss.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Wie ein Bär pausen. Ja, das ist gut, wie ein Bär. Ein Sommerschlaf machen, der Bär jetzt. In dem Fall. Ich wünsche euch Dardanelle, du kannst mir gerne via WhatsApp schicken. Und sonst auch dort noch mal ganz kurz, sagen, was der Wunsch ist. Ob ich dir das einfach so ausfüllen und retour schicken oder ob auch 'ne Rückmeldung sonst noch. Ich komme nämlich immer noch nicht ganz draus, für was das Formular ist, aber du kannst es mir sonst einfach im WhatsApp kurz, noch mal erklären. Ist das gut? In dem Fall ganz 'n entspannten Abend allerseits und bis zum nächsten Mal. Bissel tschüss. Muss irgendwie noch schauen, dass ich nicht immer muss da runterschauen für den Chat. Das nervt mich. Da will ich den Chat haben, da nebendran. Kann ich nämlich da so lesen und da reinreden und muss nicht immer da runterschauen. Wobei eben, das ist ja meine Schocke-Seite, das ist ganz okay. Also, wieder schauen.